Unter dem Vorwand der Familienhilfe schleust die Kommunistische Partei Chinas in jede uigurische Familie in Ostturkestan einen chinesischen Beamten ein. Aktuelle Videoaufnahmen zeugen von einer aussichtslosen Lage der Uiguren. Dort ist zu sehen, wie ein chinesischer Beamter ein Mädchen fragt, ob sie einen Chinesen heiraten würde und ob sie Schweinefleisch konsumieren würde. Weil sie weiß, dass die falschen Antworten eine Internierung zur Folge haben könnten, antwortet sie auf die Art, wie es die Linientreue des kommunistischen Regimes verlangt. Jeder Angehörige der muslimischen Minderheit, egal welches Alters oder welches Geschlecht, muss willkürliche Deportationen in dieser Region befürchten. In den Vereinigten Staaten lebende Muslime haben in Washington eine Konferenz organisiert, um auf die unmenschlichen Bedingungen in Ostturkestan sowie dem Kulturgenozid an den Uiguren aufmerksam zu machen. Dort sprach Rustin Abbas, ein uigurischer Aktivist, der den Anwesenden mit stichhaltigen Beweisen die Geschehnisse in der Region vor Augen führte. Auch in Wien hielt man diesbezüglich eine Konferenz, auf welcher Seyit Tümtürk über die politische Strategie Chinas aufklärte. Im Luftraum über dem chinesischen Meer zwischen Okinawa und Miyako stellten sich japanische Flugzeuge einem chinesischen Aufklärungsflugzeug sowie der chinesischen Luftwaffe in den Weg. Japan sieht sich mit der Aktion im Recht, da über von Japan kontrollierte Gebiete geflogen wurde. Die chinesische Regierung hingegen bezeichnet diesen Eingriff als illegal, da die Vorherrschaft Japans in dieser Region nicht anerkannt wird. Putin und Netanyahu sollen sich laut Kreml-Sprecher Peskow am 4. April in Moskau treffen. Bereits am Vortag unterhielten sich die beiden Präsidenten via Telefon über die Lage im Nahen Osten. Die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland hofft darauf, dass England beim Brexit eine vernünftige Lösung finden wird. Nachdem Merkel nach der Asylwelle befragt wurde, gab sie zu bedenken, welche negativen Folgen die Benutzung dieses Wortes haben könnte und empfahl die Nichtnutzung solcher Wörter, die das Volk aufstacheln könnten.